Jörg Henschel arbeitet da, wo andere Leute Urlaub machen. Und er arbeitet daran, dass andere Leute hier Urlaub machen. Er vertritt den Tourismusverband Franken und kommt viel rum. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs in die Fränkische Schweiz, treffen da die Content-Creatorin Lena Martin mit ihrem Blog Inspiration de la Vie. Die ist im Auftrag für uns unterwegs, einmal in der Fränkischen Schweiz und später geht es dann noch in die Region Coburg-Rennsteig und wird da auf ihren Kanälen, auf Instagram, auf TikTok eben fürs Reiseland Franken werben. Menschen treffen, Kontakte knüpfen, das gehört zur Arbeit des Touristikers. An diesem Tag in Muggendorf. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, Lena. Lena Martin aus dem Saarland ist eine bekannte Reiseinfluencerin. Hey, ich bin Lena, Reisebloggerin und bei mir findest du schöne Orte und besondere Unterkünfte. Und heute geht's ins wunderschöne Baumhaus-Hotel Wipfelglück. Hier Allein auf Instagram folgen ihr mehr als 500.000 Menschen. Sie will auf ihren sozialen Kanälen Geheimtipps in der Fränkischen vorstellen und Lust auf Urlaub machen. Das Tourismusteam hat einige Ideen mitgebracht. Also das wäre auch eine Option. Ja, ich glaube, dass viele meiner Follower total Interesse haben an Deutschland. Kommen gerade diese Tipps sehr, sehr gut an. Also Orte, die man so noch nicht kennt. Nürnberg hat man bestimmt schon mal gehört, aber diese kleinen besonderen Orte und Aktivitäten sind das, was die Leute suchen. Fürs Paddeln, Wandern und Klettern ist die Gegend schon bekannt. Die Profis von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz hoffen, dass die digitale Kampagne nun eine breitere Zielgruppe anlockt. Junge Pärchen oder Familien mit Kindern zum Beispiel. Franken hat als Reiseziel viel zu bieten. Vom Bierliebhaber bis zum Kulturfan reicht die Zielgruppe. Allerdings sind es eher Kurzreisen und Zweiturlaube und nicht der große Sommerurlaub, den die Gäste hier verbringen. Die Übernachtungszahlen stiegen im vergangenen Jahr vor allem in den fränkischen Städten. Besonders in Würzburg zogen sie mit mehr als 12% plus spürbar an. Oft locken neue Hotelangebote. Mehr Besucher verzeichneten auch die fränkischen Kur- und Heilbäder, allen voran Bad Kissingen. Wellness und Gesundheit, sich was Gutes tun, das steht gerade hoch im Kurs. Beim Tourismusverband Franken kümmert sich ein kleines Team darum, die Region als Urlaubsziel optimal zu vermarkten. Der Dachverband vertritt mehr als 700 Mitglieder, Städte, Gemeinden, touristische Verbände, Hotels. Der Marketingmix ist breit gefächert, vom Reisetipp per QR-Code direkt aufs Handy bis zur klassischen Broschüre. Natur, Genuss, Familienurlaub, das sind nur einige Schwerpunkte, für die der Verband wirbt. Jörg Henschel feilt schon am Urlaubsjahr 2026. Ihm geht es dabei nicht um Gästezuwachs um jeden Preis. Nicht immer mehr Gäste, sondern wirklich den Umsatz steigern, damit auch die einheimische Bevölkerung davon profitiert, sei es von Arbeitsplätzen, dass die da ihren Unterhalt daraus bestreiten können, aber auch die touristischen Angebote kommen ja auch der lokalen Bevölkerung zugute. Viele Wanderwege, Radwege, touristische Angebote würde es gar nicht geben, auch Gastronomie, wenn wir die Touristen nicht hätten. Die Besucher sollen länger bleiben und mehr Geld dalassen. Das ist das Ziel. Dabei sollen auch moderne Hotelangebote helfen, wie die neuen, eher hochpreisigen Weinberg-Chalets am Main. Auch mit Ideenschmieden wie der Werbeagentur Ignota aus Nürnberg arbeitet Jörg Henschel zusammen. Hi. So. Genau, Diesmal geht es um den Christopher Street Day in Nürnberg kommende Woche. Der Tourismusverband wirbt seit kurzem auch um die queere Community als neue Zielgruppe für die Region. Hier in dem Fall machen wir jetzt Werbematerial für den CSD. Wir sind wieder am 9. August dabei als Franken Tourismus and Friends, wo sowohl Partner, touristische Partner, als auch Agenturen, als auch die ganze Tourismusfamilie mit teilnehmen und Franken als weltoffenes Reiseziel präsentieren. Ich war mit dem Oberbürgermeister Wenning. Und das war zum Klettern. Jörg Henschel ist immer am Thema dran. Er besucht Tourismusmessen, reist ins Ausland, um für Franken zu werben, ist aber auch vor Ort in Fürth dabei, wenn die Touristinfo 30-jähriges Bestehen feiert. Und heute hier haben wir dann natürlich die lokale Politiker als auch die Touristiker von der Umgebung, zum Beispiel von den Städten aus Nürnberg oder Erlangen zusammen, um da auch Strategien zu besprechen, Kampagnen zu entwickeln, dann auch für die nächsten Jahre. Also es ist nicht nur immer, dass man eine Marketing-Sitzung hat und da am Tisch Sachen bespricht, sondern eben auch hier der Austausch. Tourismus ist Teamwork, Netzwerken gehört zum Job und die ansteigenden Gästezahlen zeigen,
Die Touristiker um Jörg Henschel machen vieles richtig, um das Urlaubsland Franken noch bekannter zu machen.